Also grundsätzlich ist meine Küche rosa. Ich habe eine neue Küche bekommen und die hat rosa Fliesen bekommen. Das war aber nicht das, was du hören wolltest. Nein, wird man da nicht auf Dauer irre? Nee, es ist doch schön. Das Reiseland Bayern hat nicht nur einen Podcast, sondern auch einen Newsletter. Da findet ihr Reisetipps, Rezepte aus Bayern und noch mehr zu den Geschichten der Bayern Insider. Unter dem Link in den Shownotes könnt ihr euch aussuchen, was euch interessiert und bekommt dazu dann regelmäßig und kostenlos Neuigkeiten zu den jeweiligen Themen digital zugeschickt. In Balderschwang im Oberallgäu, da steht das Berghotel Ivenblick. Und wie es sich für ein anständiges Hotel gehört, bekommt man da auch was Anständiges zu essen. Und dafür verantwortlich ist Nina Meyer, denn die leitet das hoteleigene Restaurant. Hallo Nina. Hi, guten Tag. Die meisten Betriebe, die ich so kennengelernt habe, Hotels mit Küchen und so weiter, waren Familienbetriebe. Gehörst du auch zur Familie, die den Ivenblick betreibt, oder bist du zugewandert? Zugewandert? Nein, ich bin tatsächlich die größere Schwester der Chefin, die ältere Schwester der Chefin. Und dann war das so naheliegend, dass du ins Hotel gehst? Oder gab es noch eine andere Option? Also ich wollte gerne alles, aber nicht ins Hotel, weil ich bin im Hotel aufgewachsen. Der Betrieb kommt aus der Familie meiner Mutter. Meine Schwester führt den in dritter Generation und ich wollte gerne Modedesignerin oder Schauspielerin oder halt irgendwas anderes machen, bloß nicht Gastronomie. Ich bin allerdings in vierter Generation Köchin. Mein Papa ist Küchenmeister, meine Oma war Köchin, meine Uroma war schon Köchin in der Wirtschaft und irgendwie kommt man diesen Genen nicht aus. Was ist der Unterschied zwischen Koch und Küchenmeister? Als Küchenmeister hast du noch mal extra Schule gemacht, die Meisterschule, und bekommst dann eben diesen Meister des Handwerks. Du hast noch mal mehr gezeigt und mehr gelernt. Du hast damals auch mehr Wirtschaft noch gelernt, also Betriebswirtschaft zum Beispiel. Jetzt hättest du gerne, also ich meine, Modedesignerin, Schauspielerin, das hört sich an wie das genaue Gegenteil, vor allen Dingen, als würde es in einer komplett anderen Welt stattfinden. Wie hast du das vor dir selbst gerechtfertigt, das dann doch alles nicht zu machen? Also wie bist du auf die schiefe Bahn geraten? Also ich glaube, dass es verbindet sich eigentlich sehr, wenn man es betrachtet. Die Küche ist auch eine Bühne. Das, was du kreierst, sind wie bei einem Designer Kreationen, die mal schillernder sind, mal schlichter sind. Und schlussendlich ist es ein sehr kreativer Beruf. Und ich habe den Vorteil als Küchenchefin, ich darf machen, was ich will. Meine Schwester lässt mir da auch freie Hand. Und für mich ist es ein sehr kreativer Part inzwischen. Wie, die lässt dir komplett freie Hand? Es gibt die Ansage, Nina, die Gäste müssen zufrieden sein, die Vanillesoße muss dick sein und du musst mit deinem Budget hinkommen. Aber sonst habe ich freie Hand. Perfekte Ansage eigentlich. So. Total. Die Vanillesoße muss dick sein, die machst du also auch selbst? Ja, exakt. Machst du alles selbst oder benutzt du auch Convenience-Produkte? Also, da Nudeln tatsächlich Convenience-Produkte sind, verwende ich tatsächlich gekaufte Nudeln und gekaufte Pommes, weil ich das nicht schaffe. Aber wir machen, da habe ich Gott sei Dank meinen Bruder oder unseren Bruder, der ist Bäckermeister. Meine Küche startet um 24 Uhr beziehungsweise um 1 Uhr. Da kommt mein Bruder, der macht's Licht an, der backt dann alles, was zu backen ist, Brot, Semmeln, Kuchen. Und um 5 Uhr kommt der Papa zum Frühdienst. Und dann läuft die Küche bis abends 22:30 Uhr. Der Bruder, der Papa, du, würdest du das auch alles hinbekommen, wenn es kein Familienbetrieb wäre? Also wenn es richtiges Personal wäre sozusagen? Das entwickelt sich gerade dahin. Mein Bruder wird mich nächstes Jahr verlassen, weil er eine eigene Backstube bekommt, weil er einen eigenen Zweig unseres Betriebes eröffnet, und mein Vater wird nächstes Jahr in den wohlverdienten Ruhestand wechseln. Ich muss mich bereits damit auseinandersetzen, wie es funktionieren soll ohne. Aktuell bin ich so dankbar für diese beiden Stützen,
weil das ist einfach Familie und einer für alle, alle für einen. Da geht man nicht einfach weg. Man sagt nicht, ach guck, jetzt hätte ich hier eine andere Stelle, die zahlen mehr, die lässt mir noch mehr freie Hand, da darf ich auch dünne Vanillesoße kochen oder irgendwie sowas. Nein, das tut man ja nicht und da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber was, wenn dir jetzt eine Rolle in einem Film angeboten wird? Dann werde ich mit meiner Schwester ausmachen, schau Bianca, die Aussage war, ich muss schauen, dass meine Küche läuft und dann habe ich Gott sei Dank Frauen in der Hinterhand, Köchinnen, großartige Köchinnen, die dann einspringen würden. Ich würde dann sagen, okay, ich muss jetzt den Film noch machen, aber die Küche bleibt meine. Du siehst, ich habe das überlegt. Das ist wie komme ich irgendwie noch hier raus? Genau. So, ich stelle ihr mal eine Frage, die ist bestimmt heikel. Bam, 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 bam. Ja, genau. Ja, Zack. ich freue mich sehr. Wenn du sagst, du bist im Hotel aufgewachsen, also du bist in Balderschwang aufgewachsen? Mhm. Warum klingst du preußischer als ich? Weil mein Papa Preuße ist quasi. Der ist aus Minden. Und im Hotel, meine Mutter hat auch Hochdeutsch gesprochen, weil die auch schon mehr oder weniger im Hotel aufgewachsen ist. Und wenn jetzt jemand mit mir spricht, der zum Beispiel einen schweizerdeutschen Akzent hat, dann verfalle ich sehr schnell in dieses Sing-Sang. Unterhält sich ein Bayer mit mir, ein Niederbayer, na wird's na schon ein bisschen holpriger bei mir. Mhm. Also ich nehme Klangfarbe schnell an. Das Problem habe ich auch. Ja, dummerweise lebe ich in Berlin. Guck, das ist... Ich höre dir trapsen. Genau das. Was ist das für ein Hotel, über das wir reden? Und was ist das für eine Küche, die da in einem Hotel ist? Also grundsätzlich ist meine Küche rosa. Ich habe eine neue Küche bekommen und die hat rosa Fliesen bekommen. Das war aber nicht das, was du hören wolltest. Wird man da nicht auf Dauer irre? Nee, es ist doch schön. Und es gibt auch noch weiße Stellen. Es ist jetzt nicht von oben bis unten rosa gefliest, aber ich habe rosa Fliesen, passend zu meinen rosanen Haaren. Und grundsätzlich sind wir ein ganz klassisches Ferienhotel. Nee, Ach so, nein, ich noch nicht. Jetzt reden wir erstmal über Farben. Ja, los. Warum rosa? Sag nicht, weil du rosa Haare hast, weil die könntest du morgen ja schon nicht mehr haben und dann hast du ein Problem. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Das ist auch die Krux mit Haaren. Mir wird auch immer so schnell langweilig und dann muss ich es wieder ändern. Es ist ja so, also wir sind ein Bio-Hotel, ich habe mich darauf committed, dass ich 100% Bioprodukte bei mir im Haus verwende. Das geht? Und ja, geht tatsächlich. Anders als anderenorts, aber es geht. Und wenn man so Bio hört, dann denkt man an Grün und vielleicht noch ein bisschen Orange und an Brauntöne in allen Schattierungen, die Wärme und die Erde hergibt. Und da habe ich gesagt, Leute, das ist total gut, aber diese Sparte sieht ja aus, wie sie aussieht und das ist ja auch in Ordnung und man soll ja auch und will ja auch wahrgenommen und erkannt werden. Aber ich möchte gerne wahrgenommen werden als Nina und die Bio-Küche, so wie ich sie halt koche. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir müssen hier rosa Fliesen hinmachen. Und in meine Küche geht man aber durch ein Portal, welches von Moos umrankt ist. Und darüber leuchtet in Neonlettern Ninas Bio-Küche. Zwitschern da irgendwie noch Vögel vom Band beim Moos? Nein, das nicht. Das ist doch nicht. So hart sind wir nicht. Nee, so hart sind wir nicht. Wie schaffst du das, 100% Bio zu machen? Das heißt aber auch, dass du saisonal auf Dinge verzichten musst wahrscheinlich, ne? Genau. Ich muss saisonal auf Dinge verzichten. Ich muss auch auf zum Beispiel, wenn man konventionell arbeitet, dann gibt es eine Würzsoße, die gibt's einmal in Rot und einmal in Grün und die ist so ein bisschen scharf. Und diese Grüne macht total viel Sinn und man kann mit der unglaublich toll abschmecken. Ich halt nicht, weil ich habe sie nicht. Die gibt es nicht mit einem Bio-Zertifikat. Und dann muss ich mir halt überlegen, gut, was machst du jetzt anstatt dem da rein? Ich verzichte auf Dinge, die anderen ganz alltäglich sind, die einfach damit arbeiten, die auch ihre Berechtigung irgendwie haben, ich es aber nicht nutzen kann.
Und natürlich Saison, Klimawandel, Olé. Wenn es sehr trocken ist, dann spüre ich das sofort. Lachs, Biolachs aus Schottland, na dann lass es in Schottland stürmen, dann habe ich diese Woche keinen Lachs. So ist es da. Und was ist mit regional, aber nicht Bio? Also ich kenne viele, die sagen, Bio ist mir wichtig, aber mir geht regional vor Bio. Also angenommen, du bist in Niederbayern und in Niederbayern hat Wiesenhof seine Stelle, dann ist da halt nix regionaler als dieses Hähnchen. Genau. Und ich hab gesagt, also speziell wenn wir von Fleisch sprechen, da ist Bauern im Umkreis von 100 Kilometern, weil Balderschwang liegt auf 1100 Höhenmetern und das ist ein kleines Tal und es gibt Kollegen, die Bio-Fleisch und Kuhmilch und so alles sowas haben, aber halt nicht alles. Und dann habe ich gesagt, gut, bis 100 Kilometer Umkreis von Balderschwang, da will ich mein Fleisch herhaben und ich will die Bauern, die Metzger auch selber kennen. Und das funktioniert gut. Bei Gemüse, also ich habe zum Beispiel auch Vanille und die ist jetzt halt nun mal nicht aus dem Umkreis von 100 Kilometer. Und es gibt total viele Kollegen, die da super schöne Konzepte haben, die so ultra regional sind. Das finde ich mega. Es ist nicht das, wo ich sage, yeah, das ist das, was ich machen will. Das muss man ja auch, also so wie man sagen kann, ich ziehe einen Turnschuh an oder ich ziehe einen roten Lackschuh an, entscheidet man sich ja auch irgendwie für seine Küche. Und mir ist wichtig, dass dadurch, dass wir ein klassisches Ferienhotel sind, die Gäste sind bei mir so ungefähr eine Woche im Schnitt. Und in der Woche mag ich halt gern, dass die möglichst viel unterschiedliche, abwechslungsreiche Sachen gegessen haben. Und so ein ultra-regionales Konzept, vielleicht bin ich da auch zu einfallslos dazu. Ich weiß nicht. Also im Zweifelsfall hast du halt den ganzen Januar jeden Tag Steckrüben. Das will ja auch keiner haben dann. Das ist auch hübsch. Steckrübenwoche. Ja, genau. Herzlich willkommen zum kulinarischen Highlight der Steckrübenwoche. Ja, schön. Ich meinte das eigentlich ganz anders. Also würdest du, also wenn du die Wahl hast, du kriegst ein Bioprodukt, das, weiß ich nicht, um die halbe Welt gekommen ist, oder du kriegst ein regionales Produkt, also praktisch das gleiche Produkt, aber es ist halt nicht Bio. Würdest du dann trotzdem das Bioprodukt noch nehmen? Ja, weil die Person, die am anderen Ende der Welt sitzt, sich da halt drauf committed hat, zu sagen, ich verwende halt keine Spritzmittel und ich behandle den Boden so, wie dass er möglichst wenig Schaden nimmt. Und diese ganze Wertschöpfungskette. Und natürlich, dieser CO2-Abdruck, das ist durchaus ein Thema, regional Bio erste Wahl und danach aber Bio woanders her zweite Wahl, tatsächlich. Das Hotel, in dem deine Küche steht, nennt sich Bio-Hotel. Also Bio-Küche kann ich verstehen. Was ist ein Bio-Hotel? Da ist es so, dass wir gehören dem Verein der Bio-Hotels an. Das sind einfach eine Wertegemeinschaft, ein Haufen Menschen, ein Haufen Hoteliers, die sich auf einheitliche Werte committed haben. Da gehört eben unter anderem diese Bio-Küche dazu, da gehören Standards dazu. Wie zertifizierte Kosmetik, wie man achtet beim Kauf oder beim Neukauf von Textilien auf die Zertifikate, grüner Knopf zum Beispiel. Grüner Knopf habe ich auch noch nie gehört. Ja, das gibt's in Deutschland, gibt verschiedene Unternehmen, die das machen, die da auch einfach auf ethische und ökologische Standards achten. Man hat sehr viel mit Standards und Richtlinien und so zu tun, wenn man Bio in der Art und Weise macht, wie wir es machen. Lohnt sich das oder ist das eher eine Gewissensentscheidung, die man sich was kosten lässt? Also, lohnen tut's insofern, als dass diese Wertschöpfungskette im Biobereich fair vom Anfang bis zum Ende ist.
Es lohnt sich insofern, als dass ich nicht nur für mich selber wirtschafte, sondern auch so wirtschafte, dass meine Kinder, meine Enkelkinder im Idealfall noch arbeiten können, weiterarbeiten können mit dem, was ich hinterlasse. Und es ist so, die Schwierigkeit bei Bio ist ja für die es nicht machen oder sich nicht da so damit auseinandergesetzt haben. Man denkt ja immer, die Bios, die Guten und die Besseren. Und das ist ja alles Schmarrn und alles Lug und Betrug. Und dann sage ich, logisch gibt's schwarze Bioschafe. Natürlich gibt's das. Der Vorteil ist aber, dass diese Kontrollmechanismen, die Kontrollsysteme so engmaschig sind, dass du da relativ fix auffliegst, oder es braucht so viel kriminelle Energie, dass es kriminell ist. Und das ist also lustig, gell, dass bei den Bios, aber das ist Betrug und das stimmt nicht. Und bei den konventionellen sagt aber keiner, ja übrigens, die spritzen Tonnen Gift auf ihre Äcker. Und das ist irgendwie spannend. Aber, da möchte ich jetzt aber mit hoch erhobenem Zeigefinger machen, ich habe keinen Erziehungsauftrag. Ich mache das, weil ich das machen möchte, weil ich das mit meiner Schwester zusammen entschieden habe, dass wir das so machen wollen. Das ist die logische Fortsetzung von dem, was unsere Eltern angefangen haben. Und wir machen es, weil wir es für uns gut finden, und wir freuen uns, wenn andere ihren Spaß daran haben, die es lecker finden, sich gut aufgehoben fühlen bei uns. Und wenn es dann halt so eine kleine Welle für die mitnimmt, ist das super. Aber mehr als Pleasure und Spaß ist für mich nicht der Auftrag. Und finanziell scheint sich ja auch zumindest hinreichend zu lohnen, sonst gäbe es euren Laden ja gar nicht. Ne? Exakt. Das ist übrigens schon auch ein Teil von Ökologie, dass es auch ökonomisch funktionieren muss, weil es hilft ja niemandem was, wenn man schön gearbeitet hat, aber in Schönheit sterben muss, weil es sich nicht ausgeht, weil man selber nichts zum Essen hat oder irgendwie so. Also es macht ja keinen Sinn. Bevorzugst du irgendwelche jetzt in der Küche bestimmte Bio-Labels, Bio-Zertifikate, oder ist dir wurscht, Hauptsache überhaupt ein Zertifikat? Also so kaufe ich halt. Ja, ich denke halt auch so, also natürlich hätte ich lieber irgendwie so ein Naturland-Dings da, aber ich nehme auch das EU-Bio-Siegel, weil selbst dieses miese Siegel ist besser als gar kein Siegel. Genau, also das Siegel mit den niedrigsten Standards. Es tut mir total leid, ich weiß nicht, ob man es hört, aber die Katzen meiner Tochter rennen wie toll durch die Wohnung. Das macht nichts, das wissen wir wenigstens auch, dass sich die Katzen bei euch Ja, genau, dass auch die ihren Spaß haben. Also es ist so, eben besser ein Siegel als kein Siegel, weil dann ist wenigstens das Mindestmaß an Standard, an ökologischem Standard erfüllt. Und es gibt für mich schon so, habe ich das eine Label, habe ich das andere Label, entscheide ich mich durchaus gerne auch für das vielleicht verrücktere Arbeiten im Sinne von Demeter, weil gerade bei Gemüse, finde ich, merkt man schon nochmal einen Unterschied. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ausschließlich dieses oder nur das. Doch mal kurz zum Hotel. Wie viele Zimmer habt ihr denn eigentlich? Und wenn wir da sind, wie viele Plätze hast du im Restaurant? Ja, also Restaurantplätze habe ich 120, weil wir dieses Jahr schon mal das Restaurant erweitert haben, weil 2024 wir das Hotel um weitere 14 Zimmer vergrößern werden. Und dann haben wir 120 Betten. Das ist ordentlich. Was mache ich denn eigentlich bei? Also ich komme zu dir zum Essen. Jetzt ist Balderschwang ja doch recht weit draußen, vor allen Dingen aus meiner Perspektive. Ja. Was mache ich denn, wenn ich dann gegessen habe? Was kann man euch denn eigentlich alles machen, so den ganzen Tag? Also Balderschwang Balderschwang ist extrem beschaulich. Und um nach Balderschwang zu kommen, reist man an über den Riedbergpass. Und der Riedbergpass ist Deutschlands höchste Passstraße. Das heißt, man kommt von ungefähr 800 Höhenmeter, fängt man an, und dann fährt man auf 1400 hoch und muss dann auf 1100 wieder runter. Also man hat da schon mal so ein bisschen was erledigt, wenn man bei mir ist. Druck auf den Ohren. Druck auf den Ohren. Und man fährt in Obermeiselstein durch einen Tunnel. Der heißt einfach der Tunnel. Und ich finde, ab da beginnt es, dass man denkt, aha, hier verändert sich merklich was. Man fährt eben
über den Berg zu den 7 Zwergen so ungefähr. Und Balderschwang hat so diese Magie ein bisschen, dass es einen so ganz arg runterholt und erdet und das Leben so ein bisschen beschaulicher, langsamer vielleicht wird, wobei es nichts mit was weiß ich, Tiroler gemalter Bauernlandschaft oder so zu tun hat, sondern das ist sehr schlicht und sehr einfach und wenig. Das heißt, ich will gar nichts anderes machen, als bei dir zu essen und zu sein. Ja, genau. Man kann gut sein, man kann sich gut in den Bergen bewegen. Also der Urlauber bei uns kommt eigentlich für so einen Aktivurlaub, aktiv entspannen vielleicht. Man geht spazieren, man geht wandern, man geht im Winter Schneeschuhwandern, man geht langlaufen, man geht Skifahren. Und es geht schon so darum, sich mit sich selber auseinanderzusetzen vielleicht, weil hier auch nichts ist, was einen ablenkt. Sind die Winter bei euch noch so, dass man wirklich genug Schnee hat? Also es ist Dezember 23 und wir hatten dieses Jahr schon 1,1 Meter Schnee ungefähr. Wow! Der ist gerade... Das habe ich seit 20 Jahren nicht gesehen. Ja, also die letzten 2 Winter war es so, dass es vor Weihnachten nicht viel Schnee gehabt hat. Dieses Jahr hatte es schon viel Schnee. Wir gucken, wie es rausläuft. Wir haben auch schon die Dächer abgeschaufelt. Es wird überproportioniert gebaut bei uns, aber nichtsdestotrotz haben wir die Dächer schon mal abgeschaufelt. Also man erlebt bei mir schon noch Schnee und auch so viel Schnee, dass man Schnee räumen muss und das nicht nur dreckiger Matsch ist. Der Typ, der den Schneeflug fährt, ne? Wie kommt der eigentlich zur Arbeit, wo der Schneeflug ist? Das ist mein Papa und Ernsthaft? Der muss unseren, also wir sind so ein bisschen am Berg, erhöht liegen wir und die Straße muss der Papa selber räumen und der geht dann bei der Tür raus, stapft dann zu seiner Fräse, zu seinem Radlader und dann fräst er los. Das heißt, der wohnt beim Schneeflug, der den Schneeflug bedient. Jetzt habe ich das auch mal verstanden. Ja, so ein bisschen. Deiner Webseite entnehme ich, dass du alpine Fusionsküche anbieten würdest. Was ist das? Was machen Sie da? Genau. Essen Sie das noch? Also, es ist ja so, dass wenn man in die Allgäuer Alpen fährt oder Allgäuer Voralpenregion, dann hat man ja so wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Erwartungshaltung. Man möchte gern Kässpatzen und man möchte gerne Bœuf-la-Motte und man möchte gern an Kaiserschmarrn. Man möchte Bœuf-la-Motte? Was ist Bœuf-la-Motte? Das ist die Bœuf à la Motte, ist die französische Variante, aber der Allgäuer hat halt der Bœuf-la-Motte draus gemacht. Das ist ein gebeizter Rinderbraten, der dann geschmort wird. Sehr köstlich, sehr lecker. Ist ein großer Klassiker. Bisschen vergessener Klassiker, aber ein großer Klassiker. Und jetzt ist es aber so, jetzt bin ich ja im Hotel aufgewachsen, gell? Und ich bin Köchin und der erste Kaiserschmarrn verbrennt immer. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz und es ist wie Murphy's Law, es trifft immer zu. Also habe ich ein schwieriges Verhältnis zu Kaiserschmarrn. Frag mich. Also ich habe den unendlich viel gemacht und ich habe schon ein paar Mal geflucht und ich fand das auch alles doof und wollte es auch alles gerne nicht mehr machen. Und dann ist es aber ja so, ich habe ja auch keinen Spaß dran, wenn der Gast keinen Spaß hat. Also habe ich mich entschieden, gut, wir müssen dann so eine Balance hinkriegen, dass der Gast dann Spaß hat und ich aber auch meinen Spaß habe. Und mein Spaß ist chinesische und japanische Küche, vielleicht noch bisschen ostasiatisch, bisschen naherer Osten, bisschen italienisch, wobei das Alpenregion, da gehört ja Südtirol noch dazu, also ich bewege mich dann durchaus in der gesamten Alpenregion. Und das nehme ich und schmeiße es quasi in einen Topf und mache dann Dinge da draus. Ich würde niemals einen Kaiserschmarrn mit Zitronengras
machen. Was soll der Quatsch? Da habe ich keinen Spaß dran. Ich wollte gerade fragen, was machst du dann mit dem Kaiserschmarrn? Ja, genau. Das ist ja Unfug. Nein, es gibt einen ganz klassischen Kaiserschmarrn dann und dann gibt's aber zum Beispiel Dim Sum mit Met und Rotkrautsalat und Cumberland-Soße. Geil. Genau. Entschuldigung. Ja, da habe ich dann das Met von meiner Oma, von meinem Papa aus Minden. Da habe ich die Cumberland-Soße, die ein großer Klassiker der kalten Küche ist. Ich habe einen Krautsalat, einen bayerischen Krautsalat, der ganz klassisch mariniert ist. Und dann habe ich ganz viele Welten auf einem. Ich richte keine Teller an, sondern ich habe Buffet. Das mache ich deswegen, weil dann der Einkauf, über den wir uns ja schon unterhalten haben, besser funktioniert. Und der Gast kann dann eben sich bei den Klassikern bedienen oder er kann sagen, oh, weißt du was, die Met Dim Sum finde ich total lecker. Ich schöpfe mir aber noch ein paar Spätzle dazu und ein bisschen braune Soße, weil ich das halt schön finde. Und dann sage ich, ja, mach mal. Übrigens, Met Dim Sum mit brauner Soße, wieso bin ich da selber noch nicht drauf gekommen? So, also ich mache so ein bisschen, was ich will und der Gast darf auch machen, was er will. Und dann haben alle ja gute Zeit. Wie kommst du auf solche Ideen? Also du sagtest ja eben, das ist genauso ein kreativer Beruf letztlich wie Mode oder Schauspiel zu machen. Wie kreierst du neues Essen? Das ist Eingebung. Zum einen ist es Eingebung, zum anderen ist es aber Arbeit. Zum anderen ist es sich hinsetzen und das Hirn durchforsten. Alte Kochbücher. Ich habe es neben mir liegen, das schwäbisch-bayerische Küche 900 Rezepte aus der Zeit bis 1900. Das hat 550 Seiten in altdeutscher Schrift. Es ist mühsam. Und schlussendlich kann ich Geschmack sehen. So wie der Bildhauer im Marmor seine Figur sieht, so weiß ich, wie es sein soll und so kriege ich es dann hin. Hast du dir das über die Zeit angeeignet oder ist das ja im Grunde eine Gabe, ein Talent? Ich habe das perfektioniert, ich habe das geschult, aber können tue ich das, glaube ich, immer schon. Können wir trotzdem noch mal über Kaiserschmarrn reden? Na klar. Wie macht man einen Kaiserschmarrn gut? Mhm. Ich habe es noch nie geschafft, einen Kaiserschmarrn so zu machen, dass ich denke, wow, das war ein Kaiserschmarrn. Meistens ist es bei mir irgendwie ein dicker, zerfetzter Pfannkuchen. Ja. Also es gibt ja so, also das ist total schön, dass wir jetzt darüber sprechen, weil ich endlich meine wahrscheinlich unpopuläre Meinung dazu äußern kann. Also, okay. Ich mag nicht ich kann diesen Zickzack um Eischnee nur schlecht nachvollziehen. Da kommt Eischnee ja, ran? Genau. Es gibt, Kein Wunder, dass ich das nicht hinkriege. Genau, aber ich mach das auch nicht. Ich mache das nicht mit Eischnee. Mein Kaiserschmarrn ist relativ dünn für einen Kaiserschmarrn und eher kompakt. Dafür hat der eine gute geschmackliche Kruste. Der wird gut karamellisiert. Da habe ich persönlich. Wie geht der Trick? Ich kann da Zucker reinschütten, so viel ich will in die Pfanne. Bei mir karamellisiert immer gar nichts. Also wichtig ist, du musst überlegen, wie voll die Pfanne ist. Die Pfanne darf nicht voll sein. Die darf so maximal 2/3 gefüllt sein. In der Höhe meinst du? Im Gesamtvolumen. Also du musst noch schwarz von deiner Pfanne zwischen deinem Kaiserschmarrn sehen können. Wenn du das nicht siehst, wenn der Boden packe voll ist, nein, bitte schöpf raus. Machst du zweimal, kriegst du mehr Kruste, hast du mehr Spaß dran. Und dann machst du einen Schlag Butter in deine Pfanne und lässt die zergehen. Und dann kommt der Zucker oben drüber, also drüber gestreut. Und dann schwenkst du das und dann nicht permanent bewegen, sondern du musst dem Zucker ja auch Zeit lassen, dass er karamellisiert. Das ist so ein bisschen, als ob man Sonnenbaden würde. Da dreht man sich ja auch nicht alle Sekunde um, sondern du legst dich hin, schläfst ein und hoffst, du bist nicht verbrannt. So ungefähr ist es beim Kaiserschmarrn.
Ich habe also meinen Teig schon drin und da hau ich dann nochmal die Butter und den Zucker dazu. Entschuldige, das war mein Fehler. Nein, der muss fertig sein. Der Kaiserschmarrn muss von beiden Seiten gebräunt sein. Der muss schon in Stücke geschnitten sein. Entschuldige, davon bin ich ausgegangen. Okay. Nee, ich bin sehr grillen kann ich, aber sonst kann ich nichts. Ja, das macht nichts. Also, again, der Kaiserschmarrn, Teig in die Pfanne, Rosinen, Nüsse drauf, umdrehen, braten lassen, dann kratzen, also im Allgäu sagt man kratzert, auseinander Stückchen machen und dann solltest du möglichst was vom Pfannenboden sehen, da waren wir ja schon, und dann kommt der Schlag Butter rein, der Zucker karamellisieren lassen, schwenken und dann gibt es die Kruste. Probiere ich aus. Wenn du den ganzen Tag mit Essen zu tun hast, neue Sachen aussehen, was isst du am liebsten? Gibt's das, dass du sagst, so jetzt reicht's mir, ich hol mir jetzt einen Döner? Oder weiß der Geier? Ja. Also es ist tatsächlich so, ich liebe Butterbrot, weil Butter unglaublich lecker ist. Da muss auch gar nichts dran sein und man kann sehr viele tolle Sachen mit Butter machen. Ich liebe gutes Brot, natürlich das Brot von meinem Bruder, weil mein Bruder lässt sein Brot mindestens 32 Stunden, also führt er das, die Teigführung geht mindestens 32 Stunden. Und ich habe selten, also tatsächlich ist Essen schwierig für mich, weil Essen ist ja nie nur Essen. Essen ist nie auch nur Spaß, weil Essen ja auch Essen ist Arbeit, Essen ist kreativer Prozess. Essen ist Deformation professionnelle. Ja. So nämlich. Du kannst nicht befreit essen. Das ist wie bei Musikern, glaube ich, die dann auch alles hören und sie denken, das ist so. Also es ist auch immer dieses Analysieren von was schmecke ich? Okay, da ist zu viel davon, da ist zu wenig davon, dem fehlt noch, ich würde das so und so machen. Und das ist bei Butterbrot halt einfach. Da gibt es das Brot, da gibt es vielleicht noch Gewürze, dann kann man noch Texturspiel schmecken oder spüren und dann gibt's die Butter, fertig. Das ist auch ein bisschen traurig, oder? Ja. Hast du Gelegenheiten, da rauszukommen oder begleitet dich das immer? Nee, das gibt's schon. Also es gibt schon Gelegenheiten, wo das dann auch nicht ist. Da bin ich auch wirklich dankbar drum. Und ich liebe aber Essen. Und ich liebe noch mehr den Spaß, den andere mit meinem Essen haben oder auch den Spaß, den ich mit anderem Essen habe. Also das ist schon so. Wobei ich ein sehr heikler Esser bin. Ich verstehe diese Sache mit dem Brokkoli nicht. So viel Schokolade kann der liebe Gott gar nicht auf dieser Erde wachsen lassen, die ich als Entschuldigung für Brokkoli bräuchte. Aber so, genau. Okay, Rosenkohl. Wie ist mit Rosenkohl? Sehr lecker. Ich finde den tatsächlich, und der ist auch so schön, da kann man auch so viel machen. Und gebacken, gebraten, in der Suppe, im Eintopf. Aber Brokkoli, was soll das denn? Nee. Yes! Das heißt, bei dir gibt's auch keinen Brokkoli, Doch, oder? Da sind wir wieder bei der Sache, ich mache auch die Dinge, die den Gästen Spaß machen. Gibt's denn irgendwas, wo du sagst, nee, das gibt's bei mir nicht? Ich habe mal eine Braumeisterin interviewt, die hat gesagt, nee, bei mir gibt's keinen Pilz, ich mag keinen Pilz. Ja. Verstehe ich total gut. So, wir können das mit Brokkoli gerne anfangen. Also, was gibt's bei mir nicht? Es gibt keine Stopfleber, es gibt keine Pfifferlinge, es gibt keine Trüffel, es gibt diese ganzen High-End, Super-Luxus, schweineteuren Langusten, Schwänze, Zickzack, sowas gibt's bei mir nicht. Weil ich bin mitten in den Bergen, gibt's bei mir nicht. Es gibt keine Austern, außer es sei denn, es wachsen in der Beuge nach mal Austern, dann mache ich das vielleicht. Ich habe jetzt so ein bisschen Fisch, habe ich schon, und ich habe jetzt dann auch so ein bisschen Garnelen, weil es bayerische Garnelen gibt. Aber danach reißt's dann schon bald mal aus. Was gibt es bei mir noch nicht? Dinge, die ich glaube, ich überlege gerade, also es gibt verschiedene Länderküchen nicht, weil ich keinen Zugang dazu habe und weil ich nicht auf die Idee kommen würde,
irgendwas Portugiesisches, aber nur weil es mir gerade einfällt, oder was Spanisches. Ich hätte jetzt Paella, nee, habe ich keinen Zugang dazu. Ist das also keine Austern, keine Langusten, keine Trüffel und so? Das heißt, Fine Dining ist das noch nicht, was du anbietest? Nein. Also ich muss noch mal diese Definition von Fine Dining nachlesen, weil ich es 100 Euro pro Person ohne Getränke. Ach so, ja, aber das mache ich. Aber das mache ich jetzt, sowas Ähnliches, weil ich ja bei so einer deutschen Kochsendung mitgemacht hat, wo man auf so einem kleinen Besteck anrichtet und diese Dinge, das koche ich wohl jetzt mal nach, weil ich da Spaß dran habe, weil das auch wieder so eine Abwechslung ist, weil es eine Veränderung ist, weil ich gerne eben Dinge auch noch mal anders und noch mal neu und geh mal. Nein, aber grundsätzlich ist das also meine Küche, diese Ninas Bio-Küche, das ist so Feel-Good-Küche. Das ist was du jeden Tag haben kannst, wo du... Also es ist näher am Wirtshaus als am Sterne. Ja. Okay. Es ist mehr Wirtshaus als an den Sternen, exakt. Ja, das ist aber eine schöne Definition. Komme ich gut klar mit. Möchte ich gerne auch so, als würde ich damit gut klarkommen, wenn ich möchte ich wohl gerne so auf meiner Homepage schreiben. Ich hab schon häufiger mit Küchen mich mit in Restaurants rumgetrieben und Interviews gemacht und so weiter. Wenn ich mich nicht täusche, bist du die erste Küchenchefin, mit der ich zu tun habe. Warum ist das so? Warum sind in den Küchen nur Typen? Ich glaube, es verändert sich gerade. So, nun weiß ich natürlich nicht, welches herausragende Fachmagazin es nochmal war. Man hätte es auch im Vorfeld recherchieren können. Also dieses Jahr hat einer der Gourmetführer, man verzeihe mir meine Ignoranz, ausschließlich Frauen die Awards zugeteilt. Also es gibt eine Köchin des Jahres, es gibt eine Newcomerin des Jahres. Das zeigt ganz klar, aha, guck, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, dass man es nur Männern die Ehren zukommen lässt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es fangen grundsätzlich schon mal weniger Frauen in der Küche an, als dass Männer in der Küche anfangen. Und dann natürlich auch die Absprungrate beider Geschlechter gleich hoch ist. Aber wenn die einen mit 10 anfangen und die anderen mit 5 und es hören 50% auf, na eben, sind wir schon gleich mal weniger. Und dann kommt irgendwann die Reproduktion und da ist es halt einfach so, dass Frauen, wenn du schwanger bist, irgendwann kommst du in Mutterschutz und dann kümmerst du dich wahrscheinlich um deine Kinder und dann bist du vielleicht raus. Stellt sich nicht mehr 14 Stunden in die Küche oder sowas und lässt sich vom Chef anschreien. Ne? Ja, wobei, also ich hoffe wirklich, dass es diese Küchen nicht mehr gibt. Das wäre schrecklich. Und ich habe dieses unfassbar große Glück, was ich als 42-Jährige verstehe, dass es Glück ist. Ich bin in einem Bergdorf aufgewachsen, fernab der Zivilisation. So ungefähr. Also man braucht ein Auto und dann braucht man 20 Minuten, bis man beim nächsten Supermarkt ist. Und dadurch, dass ich im Hotel aufgewachsen bin, hatte ich ja gar keine Chance, engstirnig zu werden, weil da ständig neue Menschen sind. Du musst dich jede Woche neu auf andere Dinge einstellen. Da sind Mitarbeiter, da sind deine Eltern, die zum Glück sehr liberal und sehr offen uns erzogen haben. Und mein Vater und meine Mutter haben nie ein Gewese darum gemacht. Ich habe das auch nie mitbekommen bei ihren Mitarbeitern, dass das ist nur der Kochlehrling, das ist nur das Mädchen, das ist nur die Köchin oder das ist aber der tolle Koch hier. Das haben die nie gehabt und ich hab das tatsächlich lange nicht verstanden, dass es einen Unterschied in der Behandlung von Männern und Frauen gibt, weil ich es nicht erlebt habe, weil ich es nicht gesehen habe bei meinen Eltern. Ich war dann ein wenig irritiert, als ich als Jungköchin in diese Situation kam, dass ich als einzige Frau in der Küche diejenige war, die eine Zahnbürste in die Hand gedrückt bekam und es hieß, Nina, du putzt jetzt die Ecken im Kühlhaus. Was ich gemacht habe, ohne zu mucken und zu murren, weil ich auch gelernt habe, Ansage ist Ansage und gemacht wird, was gemacht werden muss. Und ich mir dann schon dachte, warum muss ich das eigentlich alleine machen?
Und das erst im Nachhinein kam, das war Kacke, das war degradierend, das war doof, was für ein Blödmann, so. Und ich Gott sei Dank auch nie mit so ganz offensichtlichen Übergriffen zu tun hatte, weil wirst du sexuell belästigt, ist dir das ganz klar, das ist eine sexuelle Belästigung, sondern als Frau hatte ich immer mehr damit zu tun, dass das diese unterschwelligen Dinge waren, wo ich dann nicht wusste, bilde ich mir das jetzt ein oder ist das wirklich hier gerade so, dass immer ich die Scheißjobs machen muss, dass immer ich irgendwie dumm angeredet werde, dass immer der Sous-Chef seine Laune an mir auslässt. Und das zu verstehen, dass ich mir das nicht einbilde, sondern dass das so ist, das war ein interessantes Erwachen. Und ich glaube, dass die Küche ist natürlich so gestrickt, gell? Das ist eine strikte Hierarchie, die Sinn macht, um die Arbeit in der Küche zu erledigen. Man kann diese Hierarchie auch so ein bisschen aufweichen, beziehungsweise die Struktur ein wenig verändern. Aber eine strikte Hierarchie bietet natürlich auch idealen Nährboden, um diese Macht, die dadurch entsteht, zu missbrauchen. Und ich glaube, dass für Frauen, die in der Küche arbeiten oder gearbeitet haben und die diesem Machtmissbrauch ausgesetzt waren, es halt irgendwann einfacher ist zu gehen, als zu sagen, nein, jetzt beiße ich mich da durch. Was hast du gemacht, als dir das aufgefallen ist, dass da Machtmissbrauch stattfindet? Bist du einfach ins Familienhotel zurück oder was hast du dann getan? So ungefähr. Aber ich bin nicht ins Familienhotel zurück, weil ich festgestellt habe, passt mal auf, Jungs, so habe ich keinen Bock drauf. Nein, ich habe schon gemerkt, okay, das passt mir irgendwie hier so nicht, das erfüllt mich nicht. Dann dachte ich, gut, dann wirst du jetzt studierst du Gastronomie und gehst ins Management. Und dann habe ich aber Anthony Bourdains Buch Geheimnisse eines Küchenchefs gelesen oder Geständnisse eines Küchenchefs gelesen und dann dachte ich, na Donnerlittchen, bleibe ich aber ganz sicher in der Küche. Wieso? Was steht da drin? Ich habe das nicht gelesen. Nein. Sollte ich das lesen? Nein, es tut mir leid. Anthony Bourdain ist ganz großartig. Er beschreibt, dass er als Jugendlicher auch nicht so genau wusste, was er tun soll und dann hat er sich einen Job als Tellerwäscher besorgt und dann hat er diese halb verwilderten Gangster, Piraten in der Küche erlebt und hat dann festgestellt, Donnerlittchen, die haben hier Messer groß wie Arme und Anarchie und Hierarchie und wild und dann ist er in dieses Milieu, möchte man fast sagen, abgerutscht, eingetaucht und dieses Buch ist ganz wundervoll geschrieben und seine Erlebnisse hat er sehr eindrücklich geschildert und ich habe Anthony Bourdain sehr geliebt für seine Fernsehsachen, die er gemacht hat und Anthony Bourdain ist, ihr könnt quasi Anthony Bourdain in ein Dankesgebet schicken, dass er so ein toller Hecht war, dass ich mich da drauf eingelassen habe, weil seinetwegen bin ich in der Küche geblieben und habe keine Managementkarriere gemacht, ja. Wie viel Zeit hast du eigentlich in verschiedenen Küchen verbracht, bis du ins Hotel gekommen bist, also in Ivenblick? Nicht viel. Ich habe 3 Sommer lang in verschiedenen Sterne-Restaurants, Hotels gearbeitet. 2-mal im Bregenzer Wald. Aber im Engelbert Kaufmann, bei ihm habe ich gelernt, dass es nicht darum geht, wie verrückt ein Gericht ist, sondern dass es darum geht, dass dieses Gericht jeden Tag die gleiche Exzellenz aufweist. Und es war eine sehr ehrliche, sehr einfache Küche, aber wir haben 2 Hauben damals gekocht und durch Disziplin. Und dann habe ich noch ein Jahr im Villino oder einen Sommer lang im Villino in Lindau gearbeitet. Da wurde damals ein Michelin-Stern gekocht und wir haben italo-asiatische Fusion gekocht. Und so diese Liebe zu chinesischer, asiatischer Küche, die gibt's in meinem Leben schon, seitdem ich
ja, ich glaube, ich war keine 10 Jahre alt, als ich das erste Mal chinesisch essen war, und ich habe sehr viel Fernsehen geschaut als Kind und ich fand Dokus über fremde Länder und fremdes Essen großartig, und China, Japan, Vietnam, Thailand haben mich unfassbar fasziniert. Müsstest du dann nicht die ganze Zeit traurig sein, dass du diese Länder nicht bereisen kannst, um da vor Ort dich durchzufuttern? Gar nicht. Ich verstehe das Konzept Urlaub schlecht. Nenn es Workation. Ja, Workation. Ja, ich glaube, also so eine Studienreise, um mich da durchzufressen, das würde ich wohl mal machen, um wirklich so eine Arbeitssache. Also ich kann arbeiten, ich liebe meine Arbeit und ich lebe für meine Arbeit, und dann ist auch diese Work-Life-Balance total geregelt, weil wenn deine Arbeit dein Leben ist und dein Leben deine Arbeit ist, dann ist alles in Balance. Und ich meine das ernst, das ist so meine Überzeugung. Und ich bin nicht traurig drüber, weil natürlich wird meine Interpretation eines Thai Currys nie so schmecken. Aber ich lese sehr, sehr viel, und ich danke dem Internet und YouTube dafür, dass es so viele Menschen gibt, die bereitwillig und gerne ihr Wissen zur Verfügung stellen, und das ist großartig. Ich sage nicht, dass es authentisch ist, aber ich sage, dass ich es mache. Ich meine, ich komme auch nicht ins Allgäu, um da authentisch Thai zu essen. Nein. Von daher würde ich das jetzt auch nicht als Nachteil sehen. Aber wenn du sagst, wenn dein Leben deine Arbeit ist und deine Arbeit dein Leben, das birgt natürlich auch die Gefahr, dass du gar nichts anderes mehr machst. Machst du noch was anderes? Oh ja. Außer kochen. Oh doch. Was machst du, wenn du nicht kochst? Es ist tatsächlich so, dass Essen. Das hatten wir auch, dass das schwierig ist. Es ist tatsächlich so, dass der geübte Hörer vernimmt diesem Podcast vielleicht, dass ich ein ordentliches Mikrofon besitze. Du bist die Erste, der ich kein ordentliches Mikrofon per Post schicken musste. Ja, guck. Also das hatte ich schon, und das liegt daran, dass ich einen American Football Podcast habe, weil ich American Football toll finde. Ich bin Tom Brady Ultra, und ich habe da auch einen Podcast, und dieser Podcast ist so ein Hobby, eine Spielerei, die ich sehr, sehr gerne mache mit meiner Kollegin Ninja Lagrande zusammen. Wie heißt euer Podcast? Circus Sideline heißt er. Circus Sideline. Ja, exakt. Und dann stricke ich zum Ausgleich. Ich stricke eine Mütze, also das ist das immer gleiche Muster, es ist die immer gleiche Größe. Ich habe ganz unterschiedliche Wolle, die sich so selber färbt irgendwie oder die so selber Muster macht. Das mache ich, weil ich liebe, wenn Dinge fertig werden. Das ist ein großer Vorteil, wenn man Köchin ist, weil du machst dein Mise en place, dann wird's 18 Uhr, dann schickst du, dann hast du's fertig, dann kriegst du auch direkt die Resonanz, also nicht sowas wie Marketing, wo du 5 Monate an einem Projekt sitzt, dann wird's veröffentlicht und dann hast du ein halbes Jahr später vielleicht eine Reaktion. Nein, das ist nichts, was mir gut tut. Ich stricke, ich habe einen Hund, und was für ein Mr. Weasley. Das ist eine reinrassige Mischung. Und ich habe 2, fast erwachsen ist frech, wenn ich sage, dass mein 19-jähriger Sohn fast erwachsen ist. Also ich habe ein 19-jähriges und ein 16-jähriges Kind. Also okay, da ist genug zu tun. Ne? Bin total zufrieden, so wie es ist. Das Kochen. Eine Küche leiten, das ist alles nicht unanstrengend. Du bist Anfang 40. Ist das ein Beruf, in dem du alt werden wirst? Kann man das überhaupt? Also mein Vater ist mein Papa 65? Nee, natürlich ist er noch nicht 65, weil sonst würde er dieses Jahr in Rente gehen. Nein, ich werde 43, dann wird mein Papa 64. So ist es nämlich. Also, der hat es gut hingekriegt, und mein Vater hat vor ungefähr 20 Jahren beschlossen, wir hören auf mit à la carte, weil gerade dieses à la carte Geschäft einem tierisch, also das ist sehr, sehr nervenaufreibend. Ich glaube, ich werde kochend alt, ja. Hast du einen Plan B, falls es nicht mehr geht? Nee, weil das ist nicht so unrealistisch. Also es kann ja einfach morgen passieren, dass du einen Schlaganfall hast zum Beispiel. Und ich da auch grundsätzlich in die
Risikogruppe falle. Ich bin mehrgewichtig und deutlich mehrgewichtig, also so 25 Kilo Übergewicht. Also das, was der Arzt adipös nennt, wie bei mir. Ja, ganz genau. Okay. Und da, also ja, aber ich möchte nicht. Nein, ich habe keinen Plan B. Dann wünsche ich viel Glück. Nina Meyer, vielen Dank. Herzlichen Dank.